Herr Präsident, lieber Legault, beim Durchlesen von den zwei Berichten vom Ombudsmann, die wir heute behandeln, wird einem immer bewusst, dass die Verwaltungen die Rechte von allen Leuten garantieren müssen und dementsprechend am Dienst für jede Ränge stehen. An den Ombudsmann gibt eine wichtige Hilfestellung. Wenn ein Kehr kleinen oder größeren Hick an den Interaktionen zwischen einer Person und einer Verwaltung ist, dann ist der Ombudsmann da für die richtige Lösungen vorzuschlagen. Dafür sagt Madame Claudia Monti an ihrer ganzen Equipe ein dicke Merci gesagt für ihr alltägliche Arbeit und ihre ausführlichen Berichte, die ganz instruktiv für uns sind. Ich muss zugeben, dass ich mich den nächsten Moment gefragt habe, für was gerade Petitionskommission und nicht zum Beispiel die Institutionenkommission die Hauptrolle bei den Jahresberichten vom Ombudsmann überholen. Eine kurze Überlegung liegt aber sehr an. Die Petitionskommission ist aber irgendwo die Kommission, die den nächsten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern hat und damit auch ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bevölkerung und den Verwaltungen vom Staat ist. Madame Monti hat der ganzen Chambre des den Bericht von 22 präsentiert, und kurz darauf auch den von 23. Sie hat mit Februar 2024 offiziell erklärt, dass sie den Bericht von 2022 Willis gehabt hat, am Dezember 2023 zu präsentieren, weil sie, ich zitiere, gucke für Land all Wahlen zu kommen, für wirklich politisch neutral zu sein. Als freier Direktor von einem Gremium, den auch um dieselbe Prozedur gebunden war an ass, verstehe ich die Aussage von der Madame Monti zu ihrer politischer Neutralität nicht wirklich. Gerade wenn die politisch neutral ist, dürfte die Wahl ja kein Hindernis sein, für Verwaltungen zu löwen oder für den Fanger auf die eine oder die andere Wunde zu legen. Wir geben uns als CSV auf jeden Fall wünschen, dass alle Institutionen, für allem die uns Chambre attachiert sind, ihre Jahresbericht direkt das Jahr drauf vorstellen. Und damit meine ich am ersten Semester von dem Kalenderjahr. Kommen wir zum Jahresbericht von 2022. Leider ist es so, dass noch immer zu viele öffentliche Akteurinnen und Aktrissen nicht mehr eine limitierte Kenntnis von der Rolle, den Zuständigkeiten und den Interventionsmöglichkeiten vom Ombudsmann haben. Das ist erschreckend, das muss festzustellen, weil nach einer Gremien gehen, die viel Männer bekannt sind, und wenn das schon bei so einer großen, wichtigen Institution, die aber schon 20 Jahre alt ist, so empfunden wird, dann muss unbedingt noch besser und verstärkt nach außen informiert und kommuniziert gehen. Dafür ist es dann so mehr zu begrüßen, dass im Vergleich zu anderen Ländern bei uns immer mehr Verwaltungen am Fall von einer administrativen Aufweisung automatisch Rekurmöglichkeiten umgehen. Entscheidungen, die die Leute Probleme können bereden, gehen immer mehr von klaren Informationen begleitet, wie ein Konflikt auch außergerichtlich kann lösen. Möglichkeit bei den Ombudsmann zu gehen, geht an der Voie non contentieuse regelmäßig umgehen. Das ist immens lösenswert, dass Lützeburg anscheinend dummer der Vierreiter ist, an anderen Ländern als Vorbild wollen holen. Ich gehe nicht mehr auf Einzeldossier an, mir wollt allgemein erste Feststellungen machen. Verschiedene Aufrufe gehen auch immer, nicht immer beantwortet, und manchmal muss ich wiederholt Appelle notwendig, ehe eine Antwort zu verschiedenen Verwaltungen könnt, und das, obwohl am Gesetz klar steht, dass alle Aufrufe für Renseignement muss beantwortet gehen. Der Ombudsmann kann sogar Delaye festsetzen, wann denen eine Antwort muss erfolgen. Außer bei den bekannten Ausnahmen wie zum Beispiel der Staatssicherheit wird Geheimnis natürlich überweit. Es gibt noch immer Reklamationen, wo wiederholt Pingpong-Tische Verwaltungen gespielt wird, wo eine Verwaltung der andere schuld geht und der Bürger respektive Bürgerin dabei auf der Strecke bleibt. Verwaltungen verpassen doch manchmal eine richtige Motivation von ihrer Entscheidung mitzuteilen, respektive könnte es für, dass hier Motivation und Konditionen fest, die gar nicht so an einem Gesetz vorgesehen sind. Die Auslegung vom Gesetz kann auch einmal zu strikt ausfallen oder gar nicht am Sinn vom Gesetzgeber. Leider kriegt ihr manchmal den Eindruck, dass dem Bürger oder Bürgerin schlechte Wille respektive schlechte Absichten unterstellt gehen. Allgemein wird festgestellt, dass verschiedene Situationen durch mehr klare Gesetzestexte oder Reglementer verhindert gehen. Wenn Texte flu, widersprüchlich oder unkomplett sind und nicht immer eine Übergangsphase gedurcht wird, kann es vorkommen, dass das zu juristische Vakuume führt, die DAX zu Ungunsten von den Bürgerinnen und Bürgern ausgelöscht wird. Das Beispiel erweist ganz klar die Wichtigkeit von einem öffentlichen Dienst, der neutral, effizient und transparent muss sein. Und als Politik sind wir dementsprechend gefordert, für klare Gesetzestexte zu stimmen, die keinen Spielraum für Interpretationen lassen. Der Ombudsmann gibt zu bedenken, dass neben dem neuen Rekord von 1247 Dossiers, die tatsächlich abgemeldet sind, aber auch nach einer helle voll Telefonsgespräche assuriert gehen, wo die Leute über die nötigen Informationen kriegen.
Für ein Realbild von der Arbeit vom Ombudsmann zu kreieren und zu sehen, wie viel die Institution wirklich sollicitiert wird, wäre es vielleicht interessant, in Zukunft auch eine Telefonstatistik zu feiern. Kommen wir zum Jahresbericht von 2023. Die Anzahl von den Dossiers ist flagrant an die Lut gegangen. Es gibt eine Steigerung von 2/3 im Vergleich zu 2018. An denen 12 fanden sich auch Reklamationen aus der Prisonnerin. Aber weil 2022 eine neue Untersuchungshaft im Haft abgegangen ist, sind natürlich auch Dossiers von dort dabei gekommen. Wo der Ombudsmann am Jahresbericht 2022 noch bedauert wird, dass noch immer zu viele öffentliche Akteurinnen und Aktrissen nehmen eine limitierte Kenntnis von ihrer Rolle, ihren Zuständigkeiten und ihren Interventionsmöglichkeiten haben, so kann ich aber hoffentlich sehen, dass die Institution Ombudsmann sich als Urlaubsstelle durchaus aber gewissen Bekanntheitsgrad bei der Bevölkerung hat. Das Tatsache kann zum Teil dadurch, und das hatte ich ja schon angesprochen, dass immer mehr Verwaltungen den Ombudsmann als Rekurmöglichkeit direkt an ihre Briefe umgehen. Digitalisation geht am Bericht von der Ombudsmann als eine Sache beschrieben. Allerdings stellt sich in der Praxis heraus, dass das aus unterschiedlichen Gründen viele Leute Probleme berät. Wir dürfen als Politikerinnen und Politiker bei dem ganzen Prozess von der Digitalisation an dem Only-Once-Prinzip nicht erst nahe verlieren, dass es Leute gibt, die entweder durch eine fehlende oder komplexe Technik, respektive Apparate oder auch wenn es ein spezifisches Bedürfnis vielleicht nicht können, mit auf den Weg geholt gehen. All die neuen technologischen Entwicklungen wie künstliche Intelligenz und Technologien wie beispielsweise Chatbots können den Leuten wertvolle Hilfestellungen geben, indem sie einfach Erklärungen und Informationen anbieten, wie machen wir es für heute auf der Strecke zu lassen. Es ist also nice, darauf aufzupassen, jede Rang denselben Zugang zu seinen Rechten zu garantieren. Den Only-Once-Prinzip seinerseits werdet möglich machen, Dokumente zwischen verschiedenen administrativen Entitäten zu teilen und so unnötige Prozeduren zu vermeiden. Dadurch gibt es Non-Recours von verschiedenen finanziellen Unterstützungen, beispielsweise wegfallen, und die Leute kommen dann an den Genuss von Hilfen, die sie sonst vielleicht nie gefragt hätten. Das Weltmaßnahmen hin vielleicht nicht bekannt sind oder die administrativen Schritte als schwerfällig empfunden gehen. Die Leute riskieren auch nicht das Renouvellement von einer Hölle zu frohen, aber verpassen auch kein Delay mehr. Diese Entwicklungen wären ganz am Sinn vom Bürger oder der Bürgerin, Fehlerquellen gehen minimisiert, an den Ombudsmann und Verwaltungen gehen automatisch mit entlastet. Wir sind als Heilbronn wohl alle eins, dass den öffentlichen Dienst effizient, einfach zugänglich und sich durch eine große Transparenz auszeichnen soll, ja sogar muss. Die Regierung hat sich nicht für nichts an ihrem Koalitionsaufkommen vorgeholt, fest und raisonabel Fristen für die Verarbeitung von Aufrufen von Bürger und Bürgerinnen festzulegen, vorausgesagt natürlich, dass das Dossier komplett ist. Daneben soll auch Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen gestärkt, verstärkt und verbessert gehen. Der Monti hat auch erklärt, dass die Verwaltung hier Approche geändert wird und dadurch viele Leute gemerkt haben, wie wertvoll ihre Institution kann sein und dass sie einen Alliierten für eine Administration kann sein. Auch heute wird die Verwaltung entlastet, weil die Kipp vom Ombudsmann viele Reklamationen am Vierfeld schon wegholen kann, das dem nur direkt schon am Telefon. Allgemein, so soll sie an diesem Haus, während Relationen mit der Verwaltung besser gehen, weil den unter anderem je nach Minister und Fall auch um die Korrektion kann feststellen. Als CSV-Fremer ist schon noch etwas, was der Bericht von diesem Jahr gekündigt, beim Bericht von diesem Jahr gekündigt ging, nämlich der Fakt, dass den Droit à l'erreur vom Administré oder der Administré soll verstärkt belicht gehen. Ombudsmann, also schwedisch Wort, wird übersetzt Vertreter vom Volk heißt. Schweden hat schon 1809 einen parlamentarischen Ombudsmann angesagt, für dem Volk mehr Gehör zu verschaffen. Der Lützeburgischen Ombudsmann ist so gesehen recht den 22. August 2003 durch ein Gesetz an die Leben gerufen ging. Heilbronn ist hoffentlich jederin froh, dass der Ombudsmann dann nur an der Verfassung verankert ist, auch von der Verfassungsreform vielleicht nicht mitgestimmt wird. Auf alle Fall als durch die Aufschaffung vom Ombudsmann durch ein einfaches Gesetz unmöglich gemacht gehen. Die Nummer ist am Kader von der Reform auch vom Mediateur und Ombudsmann geändert gehen, auch für seine Nennung braucht eine qualifizierte Majorität. Wenn das große Prinzipien in der DW festgehalten gesehen, so ist aber gleichzeitig angedeutet, für verschiedene Institutionen, die in Chamber attachiert sind, zusammen an E-Gesetz zu schreiben. Da man das den Ombudsmann, den OKJU, Ombudsmann für Kannerjugendliche also, das CET, Centre pour l'égalité de traitement, gemengt. Demnach steht CCDH, die Konsultativ Menschenrechtskommission, auch noch dazu.
Bei dem Reglement soll die Individualität von allen Institutionen und Organisationen erhalten bleiben, wird keine Punkte verbessert, respektive verstärkt und ausgeweitet gehen. Madame Monti hat ja Bannen zum Beispiel gesagt, dass sie keine weiteren Sanktionsmöglichkeiten wünscht, weil sie gerne auf Vertrauensbasis mit der Verwaltung schafft. Es wird ja als finalen aus, wie sowieso immer nach Möglichkeit am Kader vom Jurisbericht etwas publik zu machen. Dagegen besteht der Wunsch aber, an der schon lang, dass dem Ombudsmann seine Befugnisse ausgeweitet gehen, an dem sie noch Kontrollinstanz für privat geförderte Institutionen mit staatlichen Missionen gibt. Das Aufgabe sie schließlich mit öffentlichen Geldern finanziert und denen die Leute auch heute recht zu reklamieren. Was da dann weiß für diese privat gerierte Service, wenn die hier oder weiß, du nicht klappt. Madame Monti hat auch noch eine Idee weitergehen, die an einem neuen Text abbauen, zum Beispiel auch Tatsache, dass sie sich wünscht, dass den Ombudsmann Amicus Curiae spielen. Es wäre dem nur interessant zu wissen, wo den Text, den der Kulisse schon besteht, drin ist. Herr Präsident, liebe alle gut, der Bericht von der aktuellen Ombudsmann enthält eine Arbeitszahl von Einzelfällen Rekommendationen. Für als Politikerinnen und Politiker ist es ganz interessant, an den einzelnen Kommissionen Diskussionen zu, an das WW von den einzelnen Fällen zu verfolgen. Dadurch, dass wir die Fälle auf den verschiedenen Plätzen thematisieren, gehen sowohl Verwaltungen wie mehr auf verschiedene Probleme aufmerksam und können dann dezidieren, nur zu bessern. Das kann manchmal von einer kleinen Anpassung bis zu einer politischen Entscheidung, zum Beispiel einer Gesetzesänderung gehen. All das Beispiele unterstreichen auf alle Fall die Wichtigkeit von diesem Service und Exerzice, die wir hinter der Präsentation von den zwei Berichten gemacht haben, also sicherlich noch Werte machen. Der Ombudsmann an ihrer ganzen Equipe hat ein großes Merci gesagt für ihren Einsatz am Dienst von all den Bürgerinnen und Bürgern. So, merci.